Herzlich willkommen für eine neue Edition von ADR Tele. An hier sind Tab-Überschriften von dieser Sendung. Rentegerechtigkeit zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor, die kommt in den 90er Jahren durch den unermittellichen Ersatz von der ADR zustande. Bei der rezenten Debatte über die Zukunft von unserem Pensionssystem wird Plexi Schoß sich nicht gescheit für den Fanger am Fond zu legen. Als Deputiert, wo wir gewinnt, kein Blatt für den Mund geholt, da zum Beispiel an Sachen Elektrizitätspreise, die solid klammen, Notwendigkeit für als Demokratie hoch zu halten und Forderung für weitere Initiativen gegen die Lenteur judiciaire. Auch als Europadeputierten Ferner Kartheiser zeigt nicht, für mit gesundem Menschenverstand Politik von der EU zu demaskieren. Für was die Vue von der ADR auf den Ukraine-Krieg, nur über 2 Jahre Konflikt von Anfang die richtig war, und für was Meinungsfreiheit an der Europäischen Union immer mehr Gefahr ist, das sehen wir gleich. Iwer 2 Joer lang ass den Ukraine-Krieg schon am Gangen. D'ADR war die einzige Partei an der Chamber, mat demol sucht dem Ferner Kartheiser nach, den am Fong fir Friedensverhandlungen direkt angetruden ass an noch géint Waffenlieferungen. Ferner, du kennst die aktuelle Situation. Ich meine, die 2 Präsidenten von den 2 Supermächten USA und Russland haben Kontakt wirklich abgeholt und gucken, dass es zu einem Frieden kommt. Wie optimistisch bist du? Und bist du auch froh, dass du all die Zeit immer die Position verteidigt hast, was ja auch nicht einfach war, sowohl an der Chamber wie auch am Europaparlament war das kein einfacher Weg. Ja, dann, ja, das ist effektiv so. Ich meine, das ist schon verwunderlich, muss ich sagen, wenn ihr gesagt wie wenig an der Politik Leute eigentlich zum Frieden stehen, wenn es um die Wirklichkeit geht. Das hat mich an der Chamber schon schockiert und schockiert mich auch am Europäischen Parlament. Wir waren die Einzigen, wie du siehst, die von Anfang an gesagt haben, wir sind für Friedensverhandlungen. Und zwar haben wir dieselben Argumente geholt, die heute Präsident Trump hat. Also, dass man gesagt hat, wir müssen Menschenleben schonen, wir sollen die territorialen Verluste wie die Ukraine so klein wie möglich halten. Und wir sollen noch gucken, dass wir keine Eskalation vom Konflikt wollen. Das waren eigentlich die Argumente, die wir immer gebraucht haben und die auch heute an den Verhandlungen kommen. Ich erinnere mich an der Chamber, wie sie durchstungen, Kollegen von den anderen Parteien zu scheitzen. Herr Wieseler, Herr Kruchten, Herr Gras, Herr Klemmer, sie stungen da zu scheitzen. Wir wären Putinisten, wir wären Russlandfreunde, das war das größte Fabrik. Haut sie Verhandlungen am Gang just der Europäische Union mischt noch net Matthias marginalisiert. An et geht Partner, dat ich kurz unterbrich ferner ich mein, muss immer run denken, et geht Mënsche liewen. An och met onnetzt stirwen. muss ich bedenken, wat gewircht wär, wann het kënne viel éichter Friede gemach ginn, dann hat go net soviel Leiit misse stirwen an der Ukraine. Den Ukraine-Krieg ass den Liicht het kënne verhënnert ginn. Et huet eng Virgeschicht, darüber gëtt weiter nie geschwert. Et gedeint immer so gemer, als op Emol het den Russen den 24. Februar 2022 ugegraf war engem imperialen Instinkt draus so ze so. Dat vornet so. De Krieg hat eng lang Virgeschicht, de Biergerkrieg an der Ukraine eng ganz Reihe Treaty, die net respektiert goufen, auch vom Westen net respektiert goufen, wo der Ukraine net respektiert goufen. Mit darüber gëtt nie geschwert. Et ass einfach de Wunsch fir Russland meeslest schlecht durchzustellen, fir auch eng Oprüstung he zu justifiieren, weil es geht auch darum, es geht auch um Suen, es geht um Oprüstung. Und das ist etwas, was auch dazu denkt, für die Europäische Union mehr Murch zu gehen, wie es eigentlich durch Treaty gehört. Das ist auch ein anderer Gedanke von der ganzen Situation, an der wir los sind. Die Europäische Union will zentralisieren, sie will Murch von den Memberstaaten auf sich holen, sie will eine Krise konstruieren, soweit es nicht sowieso geht, mit der geht sie nach Droppe, geht nach mehr schlimm gemerkt, für mehr Pouvoir können von den Memberstaaten wegzuholen, an ob die Europäische Union zu überdrohen. An mir so nee, das geht nicht. Wir müssen also ein Treaty halen an Memberstaaten, die sind verantwortlich für die Verteidigungspolitik, für die Außenpolitik, sollen auch selber da können nach hier ihre Pouvoir behalten, den Evaluer immer gefahren ist, weil die Zentralisierung ziemlich stark weitergetrieben wird. E ganz anderen Sujet, merci mal für all die Explikationen ferner, dat die Meinungsfreiheit der Leiit dat der ADR nach immer Herz as sozusagen an der DNA vun der ADR verankert. An mir an der Chamber merkt man eben lo, dass
Parteien, wann iwwer Demokratie geht, dat se dann ëmmer am Digital Services Act kommen, de mis unbedingt kommen, dat wär etwas Wunderbares. Du hast du an mir och eng ganze aner Meinung zu den Digital Services Act fir wat das so fair. Also das ein ganz wichtiges Thema. Merci dann, dass du das bringst, weil es ging sogar mehr weit gehen. Demokratie als vor an Europa. Nicht nur Meinungsfreiheit. Wir haben auch gesehen, wie Rumänien einfach Wahlen annulliert gehen für die nächsten 2 Wahlen, wie Kandidaten ausgeschlossen gehen von Wahlen. Wird alles, wenn an Demokratie nicht also komplett inkompatibel ist, wie einfach nur hinzugehen, Kandidaten von Wahlen auszuschließen. Und daneben das natürlich die Einschränkung von der Meinungsfreiheit eine Realität gehen in Europa durch den Digital Services Act, mir auch durch eine Mentalität, die sich durchsetzt, dass nicht mehr alles gesucht gehen, dass nicht mehr mit Argumenten gestritten wird, mit das probiert wird, Argumente einfach zu verbieten, zu erbannen, keinen Platz zu gehen an den Medien. Und das Instrument, das Reglement sur les services numériques, den DSA, den die Europäische Union hat, den denkt ganz klar dazu, für die Plattformen, wo die sozialen Medien dort zirkulieren, so unter Druck zu setzen, dass alles aufgeholt wird, was mit vage Begriffe bezeichnet wird, wie die keine klare Definition gibt. Desinformation, Missinformation, Manipulation, das heißt, kann ich eigentlich alles raufholen, weil an den Enden von irgendeinem ist dann alles Missinformation. Ich will just darauf verweisen, das just als Beispiel, was am während der Covid-Zeit alles behauptet wird, über Impfen, über nicht Impfen, über das Unmögliche, was Leute gegen machen. Sie gehen aus dem sozialen Leben ausgeschlossen, wenn sie sich nicht gegen impfen lassen, über die Herkunft vom Virus. Wir praktisch alles das, was wir damals als ADR gesagt haben, wo wir kritisiert haben dafür, das ist halt unbestritten Tatsache. Was früher eine Desinformation wäre, eine Missinformation, eine Manipulation, das ist einfach eine wissenschaftlich halt unerkannte Tatsache. Kannst du so just 2 Beispiele denken so? Ja, den Ursprung vom Virus natürlich, wo hier kommt, aus woher. An die ganz Laboratoiresgeschichten, die damals so am Raum standen, wir nicht konnten diskutiert, die ganz offen. Die Wirkung vom Virus für den Egenschutz, auch für den Fremdschutz, das heißt Nebenwirkungen vom Virus, vom Impfstoff, vom Impfstoff oder was eben den Blick geimpft gouf, die mRNA, die Tatsache, dass das keine Impfstoffe waren, die durchgeprüft goufen nur wissenschaftliche Standards, mit denen man wirklich auch alle gut experimentell do matgole vun gegen diese Wellen zum Deel für eben durch die nächste Stunde hier zu kriegen. All die Sachen, die damals an der Diskussion waren, gehen haut ähnlich diskutiert, wenn es auf internationalem Niveau, auch an den USA, und sie sind unerkannt. Und wie gesagt, an das weist man eigentlich ganz klar, dass wird haut als Desinformation durchgestaltet wird, weil es Interessekrise gibt, die das nicht wollen, die müssen schon vielleicht nur 2 oder 3 zugehen, dass das eben keine Desinformation wäre, mir einfach eine Diskussion, die muss nur wissenschaftliche Kriterien können feiern. Wir bleiben beim Thema. Der ADR setzt sich weiter dafür an, dass die ganze Covid-Politik von der blau-rot-grünen Regierung abgeschafft muss gehen, weil vieles aus demals schiefgelaufen. So zum Beispiel die horrend teure Teststrategie am Kader vom Large-Scale-Testing. Beim Large-Scale-Testing ass ganz vieles falsch gelaf an sie ganz viel Suen zu Fenster rausgeheit gin. Dat wëss ma haut durch eng Analyse vum Rechnungshaft. Wir hatten als ADR fir 4 Joer schon ugefrot an der Chamber fir déi Analyse ze ma vum Large-Scale-Testing, wo Leiit sech konnten testen losse, wat mat Zweifel hatten, wieviel Millionen do einfach verschleidert gesinn, a wat dat ganz brucht huet. Aber haut wëss mar 150 Millionen, d'Ausschreibungen sind net gemerk, wie sollt sinn. Sue sind irgendwo verschwonnen, wo net gene wees fir wat aéi, wie dat ganz gangen ass. An dat ganz eigentlich Rieseskandal, wat dem uns geschieht ass mat dem Large-Scale-Testing, wo de Staat viel Suen iwwe ausgin huet. An uneisers haut fir dat opzeschaffen, an wahrscheinlich auch unter Justiz, weil kann gut sinn, dass der Tote nach ganz großen Ratteschwanz matzig zit. Der frühere Staatsminister Jean-Claude Juncker hat schon an den 90er Jahren für der berühmte Rentemauer gewarnt. Überdem der rezent eine Reihe konkret Propose gemacht hat, wie wir unser Pensionssystem langfristig aufsichern können, hat sich für allem CSV bequem zurückgehalten, wie wir als Land als Pensionen in Zukunft aufsichern können. Der hat dafür an der Chamber einen konkreten Plan präsentiert.
Ehrlich zu Proposen von der ADR kommen, ging ich aber schon gerne für was pro Grundsatz von Häusern nehmen. Das öffentlich-rechtliche Pensionssystem soll beibehalten gehen. Das Übergangsregime an der Fonction publique soll so wie geplant auslaufen gelassen gehen. Wir müssen definitiv aus unserem Wurstungsfall rauskommen. Bei allen Propositionen dürfen die sozial Schwachen nicht vergessen gehen. Alle Menschen haben Recht auf menschenwürdige Lebensabend. Am Hinblick auf Pensionsreform müssen alle Neuerungen für die Gestalten aus dem Privatsektor wie auch aus dem öffentlichen Sektor gelten. Die Reserven aus dem Pensionsfonds vom Privatsektor dürfen exklusiv für die Finanzierung von den Pensionen aus dem Privatsektor gebraucht gehen. Pensionen aus dem öffentlichen Sektor müssen weiterhin durch den Staat, respektive Gemeinden an den Steuerbund bezahlt gehen. Wir sollen noch von der Reform profitieren, für bei denen Pensionären mit der kleinsten Pension eine Anpassung vorzunehmen. Es ist wichtig, dass wir der Altersarmut systematisch entgegenwirken, indem die Mindestpension und die Armutsgrenze zu Lützeburg automatisch angepasst wird. Es ist aber auch bewusst, dass tagelang nicht das Problem von der Altersarmut löst. Wir schmengen, das ist eine Diskussion für einen anderen Moment. Und damit wir mit meiner sicherlich nicht vollständigen Analyse zu diesem immens komplexen Problem dadurch kommen zu unseren Proposen für die Debatte von heute. Also zuerst stehen wir bei diesem Thema an einer historischen Verantwortung. Das dem Courage und dem Ansatz vom Robbie Mehlen und dem Gast Giberian zu verdanken, dass zu Lützeburg 1999 Strandegerechtigkeit zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor hergestellt wurde. In dem Sinn waren wir auch die Einzigen, die den Courage hatten, beim Thema Pension führende Wahlen den Fang an den Fond zu legen. Und wir zicken noch nicht konstruktiv Lösungen vorzuschlagen, die hoffentlich ein Teil zur Lösung von unserem systemischen Problem von den Pensionen beitragen können. Wir als ADR proposieren kurz-, mittel- und langfristige Änderungen. Von mir aus den vier genannten demografischen Wurstungsfälle herauskommen, da müssen wir uns langfristig eine unkonventionelle Lösung auffallen lassen. Als erstes will ich klarstellen, dass wir als ADR zu unserem öffentlichen und solidarischen Lützeburger Pensionsmodell stehen und das Prinzip von der Solidarität hochhalten. Der Gegenteil von einer auf Umlehre basierter Pension wäre eine kapitalbasierte Pension. Ein kapitalbasiertes Modell ist aber nicht automatisch egoistisch und unsolidarisch, wie das heute gerne suggeriert wird. Gibt mir die Chance, es zu erklären. Wir haben uns Gedanken gemacht für ein kapitalgedecktes Pensionssystem parallel zu unserem Umlageverfahren basierten Pensionssystem. Ich habe früher schon auf Norwegen verwiesen. Ein Land in Europa mit einem von den größten kapitalgedeckten Pensionsfonds der Welt, den sich aus Benefice von der Petrolindustrie der natürlichen Ressource von ihrem Ökosystem speist, nur gesetzlich definierte Spielregeln geriert wird und allen Norweger seine Aufsicherung für die Pension staatlich garantiert. Wir als ADR gesehen heiraten ganz langfristig das eigentliche Vorbild für eine nachhaltige Reform vom Lützeburger Modell. Natürlich kriegen wir so einen Fonds, den als führende Rentemauer schützen, nicht kurz- und mittelfristig auf den gesagt. Und noch die bestehende Kompensationsfonds repräsentiert am Hinblick auf die nötigen Ausmaßen ein bisschen mehr, wie die berühmten Rips auf der Wärme stehen, aber auch maximal ein ganz kleines Glas Wasser. Wie stellen wir uns diesen Fonds vor? Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, just richtig zusammensetzen, weil alles, was wir brauchen, auch in unserem Ökosystem präsent ist. Wie schon gesagt, bezahlen Leute auch heute schon zum Teil an freiwillige Zusatzpensionen, wie die gerade annimmt den zweiten und dritten Pilier an, die von unseren Assurancegesellschaften geriert gehen. Allerdings lösen die Monster die Zusatzpension noch alle Monat als solch ausbezahlen, wir entscheiden sich nur, Gesamtsumme vom abgezahlten Kapital an den entsprechenden Zinsen einmalig in Form von einer Kapitalausschüttung zu bezahlen. Und das aus gutem Grund, weil die Summen, die abbezahlt werden, über die Jahre zu niedrig verzinst werden, für den Lebensaufwand seriös zu decken. Hier setzen wir durch einen kleinen, aber entscheidenden Paradigmenwechsel an, ohne aber einem etwas wasch zu holen. Nun im Vorbild vom Ausland schaffen wir einen neuen Fonds, dem seine Spielregeln hier am Heiligen Haus definiert gehen. Die Gestion schreiben wir selbstverständlich aus, schließlich verfügen wir über unseren Finanzplatz über eine von den performantesten Banken und Assurancesektoren weltweit. Zum Schluss aber noch das Allerwichtigste. Es muss keine Sorge machen, dass in Zukunft vom Staat am Stach gelost gehen, was Pensionen betrifft. Als ADR wollen wir unseren Fonds nicht als Ersatz, mehr als Ergänzung
also parallel zu unserem bestehenden System aufbauen. Langfristig. Und damit bezeichne ich mich auf eine Zeit, die mindestens 2 bis 3 Generationen umfasst. Eispartei war dann noch die einzig, die Broschüren mit konkreten Propositionen für die Aufsicherung von unseren Pensionen und Altstaat am Land geschickt hat. Das fand ihr übrigens auch auf unserer Internetseite adr.lu. Eine starke Demokratie muss Meinungsfreiheit verdrohen können. Das hat der Fraktionspräsident Fred Koit betont. Wenn die keine anderen Meinungen mehr akzeptiert, so ist das schon antidemokratisch. Demokratie bedeutet eigentlich die Herrschaft vom Volk. Konkret bedeutet das, dass die Majorität vom Volk dezidiert. Meistens über Wahlen, wo die Bürger dann seine Repräsentanten wählen, die hier Meinungen und hier Interessen vertreten, seelen über Referendum bei unserem Land. Demokratie heißt auch akzeptieren, dass einer Leute einer Meinungen haben. Demokratie heißt akzeptieren, dass einer Meinungen sich können durchsetzen. Demokratie heißt Meinungsfreiheit akzeptieren und überall promovieren, auch wenn eine Meinung gar nicht gefällt. Demokratie heißt auch den anderen nur lauschen. Demokratie ist der Wille vom Volk zu akzeptieren und dem Volk auch die Möglichkeit zu gehen, ihre Willen auszudrücken. Demokratie heißt den politischen Konkurrent oder Gegner zu respektieren. Demokratie ist Vertrauen hun noch an die Bürger an das, was sie wählen. Demokratie ist auch, dass ich kann Gesetze ändern, dass sie sogar Verfassung kann ändern, dass sie kann dezidieren, dass ein Land zum Beispiel Member geht an internationalen Institutionen oder nicht. An Demokratie ist zum Schluss, und ich meine, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Volk kann die Regierung aufwählen. Das ist der größte Unterschied zu einer Diktatur. An einer Demokratie kann das Volk in einem Land noch 5 oder 6 Jahre eine Regierung, die sie nicht gut findet, aufwählen. Das ja auch geschieht. Lützeburg als Lozent über 100 Jahre kann ich so in eng Demokratie an der Zeit hat sich vieles geändert und wird sich auch noch vieles ändern an den Zeitgeist war nicht die für 50 Jahre die nicht Haut ass von den Haut dat gave so ein wat für 50 Jahre an einer Demokratie Konsens war demolst mit war da gebe Haut eventuell für verschieden als rechtständig reaktionär oder we noch exponentiell Haut betrücht als rechtsextrem vernannt gehen von den Haut dat gibt so wat dem unser Wahlprogramm stimmen schön sauber gelesen von der Partei vor 54 Jahren da wären Haut wahrscheinlich ganz viel Leid ganz schockiert dass sie giffen da doch als ganz schlimm oder undemokratisch durchstellen du gesagt wie dat ändert an Demokratie du ändert Politik bewandt Leid dat wollen dat kann sinn dass dann nächste Jahren auch ändert. Und du war schon auch du zu suchen wann da guckt we die Entwicklung war ja mir sind die letzten Jahrzehnten aus wahrscheinlich den Zeitgeist Meno längst geregelt hat kann sinn dass ein Ohrenmenke minoriert regelt das ist auch okay an einer Demokratie mir viel Probleme an dieser Gesellschaft an ob die Probleme oder vielleicht echt einmal Längslesungen an ob die anderen Probleme oder vielleicht echt Rätslesungen die richtig sind und das absolut legitim an einer Demokratie eine längspolitische Ausstellung zu und das absolut legitim an enger Demokratie eng rechtspolitisch Ausstellung zu hunn. An de meeste Länder leitet ungefähr bei der Bevölkerung bei plus minus 50, wobei natürlich Leiit hanst du mé engseits an op andere Punkte méi die einerseits sind. Demokratie also dann so, dass in die Meinungen an dem Spektrum soll respektieren, dass sie muss können zu Summen schwätzen, dass sie muss können zu Summenlesungen von gerade Lützeburg meine schon mal ja auch eine Tradition, dass man als nicht bekriege wie in andere Länder an das heute Konsens, der aber oft wichtig ist, dass man das auch so weit wie möglich zu Summen machen. Andere Meinungen ausschließen, meine ich das nicht demokratisch. An das dat wat man net können gebrauchen in den anderen Meinungen ausschließen will wofür ran, da das echt antidemokratisch. Das auch viel von die Junke geschwert gehen ja auch an der Etüd, wo da gesucht gehen hast, dass mittlerweile viele Junker vielleicht Vertrauen an Demokratie, wie man so haut tun, verloren haben. Ich gebe da vielleicht nicht überbewerten. Ich gebe vielleicht echt so, dass die Situation für die Junker am Land vielleicht nicht die ist, die sie wirklich zufrieden stellt und dass man da ganz viele Probleme haben. Die
Probleme muss lesen, aber man die Probleme lesen an der jüngeren Perspektive gehen, dann hun sucht Vertrauen an Demokratie, an unseren Staat. Und natürlich schon mal viel Änderungen gehabt, das Land mit seinen Strukturen, wie man früher hatten, wo das mehr so schon strukturiert war, mit Familien, Operschaft, Vereine, Kirche und so weiter und so fort, wo man mehr Gemeinsamkeiten hatten, wir sind auch eine mehr individualistische Gesellschaft und das bestimmt nicht fördern. Für sozusagen die Zeit, wo alle Menschen am Land sonst mit den Highlight Kugel geguckt wird, die sind River. In der 40 Jahre fand er wahrscheinlich wenig Leute, die Zeitungen lesen am Land, die Radio leisten, die Tele gucken. Am Platz sind also Sozialmedien gekommen. Sozialmedien, die kann ich da kritisieren. Ja, ich kann mich erinnern, wie die Privatfernsehen kommen, dass die noch kritisiert gehen. Ich kann mich erinnern, dass an den Zeitungen Profis schon dem uns gesagt, du glaubst doch nicht alles, was an der Zeitung steht. Und an den sozialen Medien finden eben viele Sachen, die ganz interessant sind, noch von dem höchsten Niveau sie mit finden natürlich auch, muss ich noch so in den größten Schrott, das finde ich auch. Und das dann eben da drin, dass man Leute Möglichkeit gehen, sich dort zurecht zu finden, schmengen, das muss man können. Zum Schluss will ich noch so, und das für uns etwas ganz Wichtiges ist, für die Leute an der Demokratie zu motivieren, noch Mat zu machen. Und das merkt man auch, wenn das geschieht, dass das von einem Referendum auffällt. Dafür gibt man die Message gehen, hat Vertrauen an die Bürger, respektiert die Bürger, wenn die Möglichkeit da ist, da freut die Bürger, da banden wir dann partizipativ an einem Referendum. Wir sind klar für alle wichtigen Decisionen hier am Land, auf einem Gemengenniveau, per Referendum Leute mat desideieren zu losen. Wir hatten die Gelegenheit verpasst bei der Verfassungsreform. Ich meine, das sind noch Punkte, die nicht gut kommen, wann ein Referendum en vue stellt und dann noch aufsieht. Wenn ihr in der Schweiz guckt, das ist immer Interessen die Population von Lützeburg, da giffen hier am Land 7.500 Unterschriften durchgehen für ein Referendum zu einer froh Leben zu rufen. Ich meine, das ist ein ganz guter Punkt, den wir auch giffen hier am Land gerne gesehen. Und dafür will ich zum Schluss sagen, für mehr Partizipation, für mehr Demokratie, das sind mir heimänglisch alle gut. Merci. Den Ukraine-Krieg, die deutsche Energiewende an irrational gering politische Ideologie haben dazu gefordert, dass die Elektrizitätspreise solid geklommen sind. Das ist für viele Bürger ein Problem. Heute Kontext von Tom Weidisch. Lützeburg steht nicht so schlecht bei den Elektrizitätspreisen, wenn ihr in Europa guckt. Wir hatten auch vor kurzem den niedrigsten Strompreis in der EU. Allein um Ajustement sind wir am ersten Drittel. Das heißt, wir kriegen mehr realistische Strompreise, auch wenn das leider weht. Das ist leider die Realität. Für allem würde ich aber vorstellen, für was also zu einer dramatischen Erhöhung von Elektrizitätspreisen kommt. Dann war das relativ klar, eine irrationale Energiepolitik, mit auch Fehler an unserer Diplomatie. Natürlich spielt die Ukraine an Sanktionen eine Rolle, der billigen russischen Gas als fort. Mit dem Energiepreis war schon viel hoch, an dat auch durch die sogenannte Energiewende an Deutschland an der Revue für die Nuklearenergie zu halten. Wir hängen extrem stark vom deutschen Strompreis auf, aber wenn man die Statistik guckt, der Preis an Deutschland hat sich seit 2000 verdreifacht, auf Frankreich wird sich nicht mehr verdoppelt. Die erneuerbare Energien wie Wind und Sonne liefern DAX wenig oder kein Strom und dann ist der Strompreis enorm hoch. Auch in Deutschland sind Atomzentralen zerstört quasi, obwohl die Abermilliarden teure Infrastruktur hat, können billige Strom produzieren. Auch das ist am Anfang ökonomische Selbstmord. Lo muss Deutschland Kohle verbrennen und ist der größte Produzent von CO2. Das ist eine große Ironie. Dafür müssen sie, auch wenn es im Emissionshandel hohe Strafen bezahlen, und das reflektiert auch am Strompreis, den wir auch mitkriegen. Frankreich mit seiner Nuklearindustrie ist übrigens ein ganz kleiner Produzent von CO2. An der Campbell, der Samsten, soll das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg gesprengt gehen. Das ehemals effizienteste und modernste Steinkohlekraftwerk, das 3 Milliarden gekostet hatte, weicht grünen Wasserstoffplänen. Der geringe Umweltsenator schwätzt von einem wichtigen und schönen Tag für Hamburg. Die irrationale, geringe politische Ideologie wirkt.
Die Ökonomie ist gelähmt und der Strompreis geht nach oben. Erhöhungen vom Preis, die natürlich weh. Genau wie ein Peng am Körper sind sie ein Warnsignal von der Ökonomie, dass etwas fundamental falsch läuft und dass sich dringend mit der Peng an ihren Ursachen beschäftigen soll. Manner irrational gering Energiepolitik wäre ein gutes Medikament dagegen. Leider hat als Regierung das noch nicht erkannt. Eine rationale Energiepolitik ist auch der Garant für mehr Frieden und eine bessere Verteidigung in Europa. Mit mehr billigen Strompreisen geht das Land, geht die EU mehr autark. Und wir brauchen noch mehr Energie von außen. Russland konnte nicht mehr den Krieg an der Ukraine feiern, weil wir hier seit Jahren hier Kriegskäse gut gefüllt haben. Mit einer besseren Energiepolitik hätten wir vielleicht Gas gekauft, wie viel mehr billig, weil wir ja andere Optionen haben. Und mehr niedrige Energiepreise heißt auch mehr Industrie und mehr industrielle Produktion und natürlich auch mehr Arbeitsplätze in Europa für uns Leute. Und eine starke Ökonomie als eine starke Aufschreckung für jeden, den uns angreifen will. Schlussendlich will ich noch kurz etwas zu Subventionen für den Strompreis niederschwellig schwätzen. Wir als RDR sind natürlich für so Subventionen, wenn sie dafür benutzt gehen, Preisfluktuationen aufzufördern. Aber es muss eben auch so, dass von den Fluktuation zu reduzieren, das kann noch mal durch eine gute Ankaufspolitik mit Futuren, also Kontrakte, wo in Energie mehr am Voraus für bestimmte Preise kaufen kann. Der Staat soll also angreifen bei Preisschocken, aber wenn der Preis langfristig überbleibt, dann muss der Preis leider bezahlt gehen. Selbstverständlich so mir von der ADR, dass den sozial Schwachen an so Fall natürlich geholfen soll gehen. Durch de stramme Wurstem muss also Justizapparat dringend mir groß gehen. Dat darf aber nicht op Kosten von der Qualität gehen, ma die langen Wartezeiten bei juristischen Affären müssen raufgehen, forderten Dan Hardy. Etwas für auch der begrüßt de Gesetzesprojekt den Hauttrei diskutiert gëtt. Wir frohen als aber für net schon echtter so eng Initiativ geholgin ass, wissend, dat durch de stramme Wurstem von der Population auch der Justizapparat früher oder später aus en Grenze stest. Schon wie lang zehn Vertreter vom dritte Pouvoir Alarmglocken, dat ze net Mino kommen, Beispiel Verwaltungsgericht, wo 12 von den Affären die Lächtüren drastisch an Blut gegangen ass, a wo viel Leute e ganz langen Otem mussssen hunn, fir endlich eng gerichtlech Entschädung zu kreen. Zum Glück huet das Land am Privatsektor die nötigen Ressourcen für die sogenannte Attaché de Justice zurückgreifen zu können. Juristen, die aus dem Privatsektor kommen, haben dacks den Vorteil, dass sie nicht just an engem, mehr verschiedenen juristischen Bereichen aktiv waren. Wichtig ist aber, wie der Lützeburger Barrow aus seinem Avis betont hat, der Gesetzesprojekt nicht zum Notdeel von der Qualität der rekrutierten Magistraten darf gehen. Schließlich und Leute draußen Recht auf eine irreprochable Justiz. Dann ist auch mit Recht festgehalten, dass Kandidaten die lützeburgische Nationalität müssen haben, weil der Beruf einen direkten Lien mit der Ausübung von der Staatsgewalt hat. Was Sprachenkenntnisse angeht, so wird verlangt, dass die zukünftige Attaché de Justice am Lützeburgischen und am Französischen ein Niveau C2 müssen haben, und am Deutschen ein Niveau C1, weil die Protokolle von der Police auf Deutsch sind, ist das auch logisch. Betreffend Zugangskonditionen ist festgehalten, dass zum Beispiel beim Examen d'Entrée die professionelle Erfahrung von 5 auf 2 Jahre aufgesetzt wird. Ich komme zum Schluss. Wir begrüßen, wie gesagt, als ADR dieses Gesetzprojekt, den auch der Demande von der Justiz noch könnt, an der medische Wert der Affären mehr sehr können trätiert gehen an Bürger, Männer lang auf eine Decision vom Gericht werden müssen, wissend, dass noch viel zu machen bleibt, für die sogenannte Lenteur judiciaire besser an den Griff zu kriegen. Das ist merci. Merci vielmals, Herr Hardy. Bei den ADR-Frauen gëtt de Wirsel. No iwwer 10 Joer huet Präsidentin Sylvie Michel op eng weider Kandidatur verzicht. Fraenkongress als Vizepräsidentin vun der Partei Pierrette Köhler eestemmech als nei ADR-Frauenpräsidentin gewählt gin. Themen wie Sicherheit, Impfreiheit an Ethik ginnen at der neuer Präsidentin
mat engem neue Komitee mat viel Engagement weitergefauert. Wunderschöne gute Morgen. Haut an unserem Reportage haben wir eine flotte Person, die sich wirklich ganz viel engagiert für die Partei. Und das ist Madame Pierrette Köhler. Wie geht es dir dann heute? Oh, guten Morgen, Taylor. Mir geht es ganz gut, merci. Du warst für einen kurzen Präsidentin von NADERFRA gewählt gehen. Wie viel denn sich dann? Also das ist ja auch nicht eine zusätzliche Herausforderung, notamment in der Politik von den Frauen. Ja, das ist schon eine Herausforderung für an der Politik von den Frauen, weil an der Politik muss sich als Frau ein bisschen mehr behaupten und eine gute breite Rekord. Ja, also wie ein Themen sind ja für dich wichtig? Für mich ist absolut wichtig die Familie, an einem anderen Ort zu zählen, die ja länger zählen Mammen, weil davon gibt nicht viel geschwätzt. Dann ist für mich wichtig Pensionen. Und das ist für mich auch wichtig am generellen Sicherheit zu Lützeburg. Als Junker vun der Adrenalin ho fir kurzem hire Kongress aufgehalen. De Komitee huet sech weiter vergréissert mat neie motivéierte Joke Leiit. Fi runde will ich awer gern den 3 neu kooptierten Mombren, also der offiziell ugehollene Mombren gratuléieren. Ich denke, die werden die Jugendpartei immens stärken an voilà, du willst auch von mir a vun den Mandatären einen ganz großen Applaus. Es sind offiziell EUer Generalsekretär bei dieser Jugendsektion an 2 Jahre aktiven Member bei der ADR. Ich war 2023 Kandidatin für die Chamberwahlen. Und hun zusammen mit den anderen Kandidaten ein richtig gutes Resultat aufgelöst. Es freut mich aber heute zu sehen, wie viele junge Leute da sind und sich engagieren. Die muss leider kämpfen, an diese verrückten Zeiten am Platz ihr Leben voll zu genießen, wie wir das gemäht tun. Los dich nicht innerkriegen, los dir nicht gefallen und hat trotzdem viel Spaß. Merci. Kein Potenzial zu 100 können 4. Potenzial zu hun an net zu nutzen, da sie verbrischen. Das immer amüsant matiersch Aktivitäten zu erholen an run zu tüftelen, wenn mir gesunde Menschenstand an der Politik nur viel bringen. Ich bin aber voll dankbar für alles, was ich auch mit ihr zu Summe schon erreicht habe, für allem für die viel guten Beiträge von Adrenalinmembern für ADR Tele. Das soll in Zukunft so weitergehen, da bin ich auch voller Vertrauen. Dat wäret fir de Sendung. A gené enger woch si mir schon zereck, mat dann engem flotte Resümé an de beste Momenter vun eisem Nationalkongress zu klief. Merci, dass ihr dabei wart, bleif gesund a bis die nächste Keier.